2-mal sind die Männer an ihm vorbei. Erst beim 3. Mal sind sie endlich stehen geblieben und haben ihn abgehauen. Sie hatten zu wenig schöne Bäume und darum auch müssen die anderen nehmen. Wo der Tannenbaum wieder zu sich kommt, liegt er auf einem grossen Wagen mit vielen anderen Bäumen. Und am nächsten Morgen ist er auf den Markt gekommen zu einem alten Christbaumverkäufer. Ein Haufen Bäume hat es dort gehabt. Grosse, kleine, Weisstannen, Rottannen, dicke und schlanke, schöne und weniger schöne. Immer wieder sind die Leute gekommen, haben alle Bäume angeschaut, einen davon ausgewählt, einem alten Mann das Geld dafür in die Hand gedrückt und sind heimgegangen mit ihrem Weihnachtsbaum unter dem Arm. Aber niemand hätte den Tannenbaum kaufen. Jeder, der ihn angeschaut hat bloß den Kopf geschüttelt und ihn wieder an seinen Platz angestellt. So ist der Heiligabend gekommen. Der alte Christbaumverkäufer war zufrieden. Bloß noch 3 Bäume hat er vorher gehabt. Einen ganz grossen, einen kleinen und einen krummen. Zuerst ist ein dicker Mann mit einem roten Gesicht. Er hat alle 3 Bäume angeschaut und gefragt, «Habt ihr nicht mehr anders?» «Nein?» «Na gut, dann nehme ich den grossen hier. Ich kann ihn ja absägen.» Dann ist eine Frau mit einer spitzigen Nase gekommen. Sie hat die beiden letzten Bäume mit ihren dünnen, kalten Händen umeinander gedrückt. «Ist das alles, was Sie noch haben? Ein bisschen schäbig, hä? Ja gut, dann nehme ich den kleinen hier. Der andere ist ja ganz schief. Und Äste hat er auch fast keine.»